lang nur chillt. Du hast mich nur gesehen auf Partys, sonst bin ich... Du darfst jetzt nichts Falsches sagen. Weil es ist von der Familie Kümin ein Wein. Scheiße. Also ich finde ihn hure gut. Muss ich... Also, Ich finde ihn jetzt auch super. also hinten dran, wenn ich da lese... Dieser prickelnde Schaumwein verführt mit seinen fruchtigen Düften, mit Passionsfrucht, Grapefruit und erfrischendem Limettengeschmack jedem Weinfreund seinen Gaumen. Am besten zwischen 6 und 8 Grad Celsius genießen. Ja. Gebrüder Kümin Weinbau und Weinhandel AG. Also ist von Freienbach der Wein. Ist von Freienbach. Krass. Gut, ich habe schon x-mal gehört, dass der Wein von Freienbach... Nein, der ist ein wunderschöner, super Wein. Holt euch den alle bei der Familie Kümin. Genau. Und damit begrüßen wir euch ganz herzlich. Wieder back. Lange mal wieder zurück. Das ist ganz komisch. Ja, ein bisschen ungewohnt wieder da zu hocken und einander wieder so tief in die Augen hineinzuschauen. Ja. Also wenn ich ehrlich sein, ich habe es vermisst natürlich. natürlich. Ich habe es auch vermisst. Das ganz viel Zeug, das ich muss abladen da heute. Ja, ich habe auch eine ganze Liste, einen ganzen Block fast dabei. Ja, nein, das habe ich nicht, aber ich habe es in meinem Kopf. Dann aber ist ja es gut. ist so viel passiert in dieser Zeit, das ist wieder unglaublich. Mir empfiehlt zu erzählen, aber zuerst mal, wie geht es dir, Nils? Hey, danke. Mir geht es am Wetter entsprechend eigentlich gut. Es ist mir einfach zu heiß. Ich muss wirklich sagen, am Wochenende sollte es irgendwie 37 Grad wieder werden. Und bei diesen Temperaturen komme ich einfach nicht auf Hochleistungen. Und ja, meine Betriebstemperatur ist einfach so zwischen 21 und 22 Grad. Und viel mehr verträgt es nicht. Ja, fühle ich mit. Also, das ist jetzt wirklich zu warm, aber ich weiss nicht, ob es wärmer wird oder ob wir einfach empfindlicher werden. Ja. Wahrscheinlich beides. Wahrscheinlich beides, ja. Und das Zweite wahrscheinlich mehr. Kommt drauf an, wer fragst. Am besten fragst du die irgendwo so komisch auf der Straße sitzen mit so Westen an. Die erzählen dir, wie es ist. Die im Sommer sogar kalt haben. Ja, voll. Die im Winter mit Schnee und Kappe auf der Straße hocken und sagen, passt auf, es wird warm. Oh. Nein. Wie geht es dir, André? Mir geht es eigentlich auch gut. Gerade wieder nach Sommerferien wieder reingestartet in die ganze Geschichte. Wieder völlig genug zu tun. Was aber schön ist, es tut mir richtig gut. Ja, jetzt die nächsten Tage ist bei mir genauso. Ich weiss, ich werde sogar arbeiten, dort wo ich so ein bisschen in der Küche arbeite. Und ja, dort wird es auch sackheiß werden, weil du hast ja schon heiß, nur schon von allen Geräten, alles Zeug. Und dann noch... Luftfeuchtigkeit. Ja. Und wir Manualenhallenmässig. Ja, wir haben alles offen, weil bei uns alle im Bade, also im Badzeug unterwegs sind, ist es natürlich auch sonst schon dementsprechend warm. Und wenn es dann noch so heiß ist, das ist wie ein Ofen. Aber ich werde es überleben. Ja. Man muss dann halt mal ein Cola mehr geben, es kalt. Voll. Ja, jetzt ist ein bisschen die Frage, wo wollen wir anfangen? Das ist eine gute Frage, das habe ich mir auch also, überlegt. das erste Mal, wie waren deine Ferien auf Hawaii gewesen? Also, Hawaii, sehr schön. Man kann mir empfehlen, muss ich sagen. Vor allem der Radio ist gut dort. Wir empfangen das Schweizer Radio, das war recht stabil gewesen. Nein, aber grundsätzlich, ich bin in meinen Ferien nicht so weit gegangen eigentlich. Der weiteste Ausflug war an die Ast gewesen. Das wird vielleicht einem oder anderen etwas sagen. Also, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, aber es liegt, glaube ich, auf der Gegenüberseite von Lags. Oder so. Oder, nein, von der Lenzer Heide. Nein, von der Lenzer. Oder ist das am gleichen? Okay, ich habe keine Ahnung, Digga. Auf jeden Fall ist das irgendwo im Bündnerland hin. Und mega schön, dort hat die Familie, wo von meinem Halbbruder, blöd gesagt, seine Mami, die Familie haben dort ein Häuschen. Und die haben dort Ferien gemacht und ich bin sie dann am 1. August besuchen gegangen. Es war noch lustig, alles Jungs, also so 2 Jungs, die sind 13, 14 und also so einer 13, 14 und der andere 11, 12 irgendwie so. Und dann nochmal einer, der war so 10 gewesen, und dann mein kleiner Bruder, der halt so 6 ist. Und die Jungs haben dort auf dem Bauernhof alle Scheissdreck angestellt. Also gefühlt alleine nur schon, was die alles angestellt haben, könnte man ein Buch schreiben. Und ich war ja nur 2 Tage dort oben gewesen.
Der Highlight war natürlich, ich habe Feuerwerk mitgebracht. Das hat natürlich all die Jungs mega Freude. Dann bist du subito der Hero geworden. Ja, total. Und es ist aber so typisch erklärt, wie Kinder ticken. Ich habe den Sack ausgepackt, dann die erste Reaktion war, boah, geil, alle losgesäckelt, Schuhe angelegt und so. Und die zweite Reaktion, ich leere den Sack auf den Tisch und dann so, das ist ja alles langweilig. Dritte Reaktion, 2 Stunden lang haben alle eine Scheissfreude gehabt an diesem Feuerwerk. Also es ist wirklich, es hat hure Freude gemacht. Und ich habe aber doch gemerkt, dass ich mittlerweile auf der Seite mehr von den Erwachsenen bin und mir denke, oh mein Gott, Jungs, passet einfach auf, Alter, wirklich. Dann sind die durch den Vulkan durchgekumpelt, weißt du, so hin und her und um. Und alle Eltern so, ja, lass die rennen. Und ich so, yo. Aber ey, wenn ein so ein Ding nicht reinkommt, ich sehe das Theater, weißt du. Ja. Aber es ist schon lustig. Ich glaube, bei einem Vulkan, die Sachen, die oben rausfliegen, das ist ja irgendwie brennendes Magnesium, das 2000 Grad heiß ist und so. Die haben auch, nachdem der Vulkan ausbrennt war, schauen sie dort an und alles, was so rausgelaufen ist und so brennt. Und der eine Bub so, wow, Lava! Das ist wirklich, also auf der einen Seite haben sie mega Respekt und Freude gehabt, auf der anderen Seite eben, wie man das kennt, von selber, von früher, man hat einfach keinen Schiss gehabt. Man ist durch das Zeug durchgerannt und die haben immer wollen sich anzünden, weil sie sind noch in diesem Alter gewesen, vielleicht die Eltern nicht, aber das Feuerzeug drucken war noch streng gewesen. Ja. Das geht ja easy lang, bis die Kraft in den Finger rum ist. Und das habe ich dort gemerkt, habe ich immer anzünden und wir sind so alle Erwachsenen vorne auf dem Bänkchen gehockt, vor dem Hütchen raus und die sind gerade so bei uns gestanden und wir haben ihnen halt gesagt, sie sollen das Zeug nicht in die Wissen runterrühren, weil ist ja blöd, oder? Und, ja stimmt, wir waren nicht im Kanton Graubünden gewesen, weil im Kanton Graubünden war Verbot dieses Jahr, Feuerwerk. Aber wir haben extra keine Raketen abgeladen. So. Auf jeden Fall sind die Kinder dort und immer bei mir anzünden. Und ich habe dann auch angezündet und dann sind die meistens nachher aber überfordert mit dem Moment, wo es schon angezündet war. Und ein Kind wirklich, ja, er hat es weggerührt und genau am anderen Kind, das im Bruder ganz so wirklich vor die Füße an so es war eine Schreierei und witzig und alles, also was so ein paar Feuerknallerli und die Feuerteufelli da, die du kannst anrühren. Frauenfürz, genau. Also was die paar Sachen auch können Freude auslösen, ist wirklich lustig gewesen. Ja, das ist meine erste August-Story oder meine Ferien sozusagen. Also hat es nicht noch etwas mit einer Dose gegeben? Ja doch, also es ist sehr lustig, es sind wirklich viele Sachen passiert. Ich sage, die Situation war so gewesen. Hinter dem Häuschen hat es eine Steinmauer und die Steinmauer, die ist langsam auseinandergefallen und dann haben in einer Nachmittagsaktion ich und Zimi haben die Mauer wieder gebaut, also zuerst mit den Kindern, die haben dann nachher natürlich keine Lust mehr gehabt und dann ich und Zimi fertig gemacht. Und es ist so kleine 2 Meter Ding, aber halt mit so Schiefersteinen, die du aufleihst. Und dann sind wir dort am Bauen gewesen. Und dann ist der Papi gekommen und dann hat er so erzählt, hey, habt ihr gesehen, da hinten im Garten hat irgendein Kind mit so einem Leuchtspray ganz gross an die Tür FCZ angesprayt. Jetzt ist halt die Komik dahinter von diesen 4 Kindern, ist ein Kind von Zürich. Also es ist schon mal ja, relativ ein guter Indiz, welches Kind das könnte gewesen sein. Und dann hat mein Papi gefunden, er gibt jetzt an den neuen Eltern einen Tipp, weil er ist ja schon mal Papi gewesen. Er hat gesagt, so, ich zeige euch jetzt, wie wir das einfach aus diesen Kindern rausholen, ohne dass man sie fragt, wer das war. Und ich habe gedacht, ja, hure geil, versuchen wir es. Und dann sind wir dort hingeguckt, haben gebaut und dann haben wir die Kinder zu uns zusammengetrommelt und haben ihnen gesagt, hey, wir sind jetzt da am Bauen und jetzt müssten wir unbedingt da hinten, nach oben in der Weide, das hat gar keinen Sinn gemacht, müssten wir noch etwas markieren und so und wir wissen halt nicht wie, aber habt ihr vielleicht eine Ahnung, ist im Garten irgendein Spray oder etwas? Die Kinder schauen uns an und ein Kind glühende Augen und ja, da hat es so ein Spray, so einen orangigen. Und wir so, aha. Alle haben einen Lachschaden gehabt. Wirklich so, okay, gut. Hat es einfach gerade erzählt und dann gerade so, soll ich neu holen, ist gut. Und wir so, ja, bring den mal. Dann hat er uns den Spray gebracht und dann haben wir so gefragt, ja, habt ihr denn gesehen, dort hat sie ja so ein Ding an der Wand. Ist das von euch? Und dann das Kind so ganz ertappt schaut uns an und sagt einfach, ja, also, wir haben alle einen Buchstaben gesprayt. Also am Ende vom Tag wirklich alle hops genommen. Also
ist jetzt nicht schlimm, du kannst es einfach wieder abschleifen, aber... Das war wie früher Blues Clues zum Beispiel. Ich weiss nicht, ob das auf Das Super kenn ich auch RTL nicht. ist, das glaube ich gekommen. Das ist so eine Mischung zwischen also so ein richtiger Mensch, der mit der Kamera Aha. aufgenommen worden ist, und ein Hund, der aber gezeichnet worden ist, doch, Comic. kenn ich. Ja, also Und sag dann mir ist etwas, immer ja. so, ist es A, eine Biene oder ist es B, ein Flugzeug? Ja. Und dann 5 Sekunden Stille. Ja, genau! Es ist ein Flugzeug! Ja. Ja, aber etwa genau so. Also das fällt dir mega auf, wie die Kinder einfach so cool ticken und eben so unschuldig irgendwie sind. Sie machen einen Scheiß und weißt du, hast ihn wie angesehen, oder gerade am Im hast du angesehen, wo es war, schon von Anfang an, dass er mit dem Spray etwas zu verbergen hat. Also, du hast es eigentlich gar können lesen. Du hättest nicht mal die ganze Aktion müssen machen. Du hättest eigentlich von Anfang an können sagen, ja gut, ein FCZ hat angesprayt. Also das sind entweder eben alle miteinander gewesen, so in einer Jungsaktion, das merkt keiner. Oder, ja. Die geilste Ausrede wäre gewesen, ja, das war vorne schon da gewesen. Ja, etwa so. Aber ich glaube, das hat er gewusst, dass der nicht zieht. Nein. Also, nein, und sie haben wirklich keinen Moment ausgelassen, die Kinder zum Scheissdreck machen. Also auch eben mit dem Feuerwerk, wo wir ja ihnen gegeben haben, geschenkt haben sie die Feuerteufel zum Teil zurückgehalten, sodass wir Erwachsene das nicht gecheckt haben, dass sie die nicht verbraucht haben. Und dann hocken wir drinnen am Jassen und plötzlich fliegt ein Teufel auf den Tisch, so BAM! Und wir alle hure verschrocken, so, was ist jetzt los? Und dann wir so, okay, und oben Dann schauen über so, oben giggelt's und es schauen so ein paar Augen durch die Stäbe durch, weißt du? Und so, okay, gut, wir alle weitergespielt. Ja, ist ja gleich, oder? Und dann ist wieder eins zu fliegen und das ist auf der Lampe oben vertatscht. Das haben alle mitbekommen. Und dann wir so, ja, okay, ich glaube, das sind die Jungs. Sind wir mal eins rauchen, sind wir alle rausgegangen, die Jungs sind wir am Giggeln und plötzlich hocken wir draussen auf der Bank und dann hören wir von rechts neben dem Haus jemanden so schleichen, weißt du, so durch das Gras. Du hörst so richtig gut und immer so, so hast du sie gehört. Ja. Und dann plötzlich... Sie hören uns. Ja, und dann fliegt wieder so das Teil auf den Tisch vor mich und explodiert nicht. Es liegt einfach so dort. Ich so, okay, gut. Und Dann hast du Granaten wieder retour gerührt. das Lustige war, wir haben es ja gecheckt, aber sie haben nicht gecheckt, dass wir es gecheckt haben. Es war so offensichtlich, aber sie haben es nicht gecheckt. Und dann ist der Vater von ihnen ist um die andere Seite ums Haus hinter sie an und hat sie verschreckt. Und dann haben sie alle Güsse und geschrauen. Und jetzt sind die wirklich von oben aus dem Fenster hinten, aus dem Haus rausgeklettert und auf die Seite zum uns verarschen. Richtige Also- Räubergeschichten. Unglaublich. Und das sind eben 1 Nacht, 2 Tage. Kannst du dir vorstellen, wie anstrengend es ist, Krass. mit Kindern in die Ferien zu gehen. Ja, und eben, wenn fremde Kinder so miteinander, die kommen Ja, ja. auf ganz neue Ideen. Das ist gefährlich. Die ganz besondere Dynamiken dann Ja, auch. Auch wie sie ja. untereinander umgehen. Also, Mhm. der eine war nicht so der Kämpfer gewesen, aber 3 sind Kämpfer gewesen. Und der Florin war auch ein Kämpfer gewesen. Ein Macher. Ja, und die Eltern halt sind auch Kämpfer gewesen. Und der Florin ist auf die los, wie wenn es kein Morgen gibt. Und die haben sich natürlich einen Spass daraus gemacht, weil er ist halb so alt wie sie. Mit 6, er ist auch halb so gross wie sie. Und das war so lustig, wenn er dann gekommen ist zu mir und erzählt hat, ja weisst, ich habe die abgeboxt und zwar einfach beide miteinander. Und weisst, ich bin eben der Stärkste. Ich bin zwar der Kleinste, aber ich bin der Stärkste. Und wirklich so. Und dann hat der eine von den grossen Buben ihm einen Spruch gedruckt. Und dann der Florin nur so mit mir im Rücken dort gestanden bin. Ich einfach sagt er, wir müssen nur ruhig sein, sonst kommt dann der andere. Und ich nur so, Jungs, keine Angst, wenn der Florin einen Scheiß macht, muss er selber anstehen. Dann hat er mich nur angeschaut, so, hä? Ich so, ja, Florin, also weißt du, wenn du kämpfst, dann musst du auch zurückkämpfen. Also dann musst du damit rechnen, wenn sie auch Ja. kämpfen. Es ist, also bei mir ist ja, viel gelaufen. Ich habe dann auch im Stall geschlafen, um nicht im Haus zu schlafen, wo all die Kinder am 8 Uhr am Morgen dann wach sind. Im FCZ-Häusli. Genau, habe ich geschlafen, ja. Ja, es war witzig gewesen. Aber jetzt erzähl von dir, du bist auch auf Reisen gewesen. Ja. Hawaii, Honolulu. Ja, Hawaii, Honolulu, eben den Blueberry haben wir, glaube ich, bestellt, oder? Ja, ja, genau. Wenn ich es noch richtig abgespeichert Boah, habe. und ich habe auch irgendetwas Komisches bestellt. Aber der Waldbrand im Bitch, der ist natürlich, der ist mir auch noch hängen geblieben, wie das im Radio abgelaufen ist. Und wahrscheinlich sind wir von der Hälfte der Leute, die uns überhaupt schon hören, sind wir gecancelt worden. Aber es ist okay. Versteht ein bisschen Spass, ein bisschen Ja. Humor.
Ja, nach Honolulu, dort brennt es ja eigentlich, im Moment brennt es dort auch Hawaii, habe ich gemeint. Ah, wirklich? Ja, dort brennt es auch. Also es ist Ja, wir eigentlich haben's geschickt. hure Wir haben es ironisch, vorausgesehen. dass wir dort in die Ferien sind, dann nachher ein Radio eingeschaltet haben und dann brennt es in der Schweiz und ein paar Wochen später brennt es dann dort, wo wir angeblich waren. Das ist Simpsons-Niveau. Ja, schon. Jetzt müssen wir irgendwie steile Thesen noch raus... warte mal. Ich sage, nein, das ist unrealistisch. Ich weiss, glaube ich, was hast du sagen. Ich wollte sagen, dass der Trump nochmal Präsident wird, aber das ist wirklich unrealistisch. Das ist nicht unmöglich, aber es ist unrealistisch. Amerika. Also wenn der Biden der andere Amerika. Kandidat ist, dann könnte es sein. Ja, also da Sie- darf jeder seine eigene Meinung haben, aber der Biden, der war ja vor 4 Jahren schon dement des Todes gewesen. Ja. Der bringt keinen Satz mehr gerade raus. Und das ist jetzt meine Meinung, das ist einfach eine Marionette, wo dort angedingselt worden ist, wo die unten dran machen können, was sie wollen. Und Ja. der oben tut einfach sein Textchen ablieren und Ist checkt schon es so. sowieso nicht. Es gibt ja so geile Momente, wo so das Kopfhörer-Ding von ihm eingeblendet wird, wo dann so gesagt wird, so Joel, lauf zu dem Pult, lauf dort hin. Ja, das? dort hin. Ja, genau. Ja, es gibt ganz schlimme Videos, eben, wo er irgendwie auf dem Podium auf die Fresse fliegt, wo er auf dem Podium fertig geredet Ja. hat und dann weiss er nicht links, rechts und dann fliegt er auf die Fresse. Also weißt du, ich finde ja, dass er körperlich nicht mehr so fit ist ja okay. Ist am Alter Ist am Alter geschuldet. Und der Kopf sicher auch ein Teils. Aber wenn der Präsident mitten in der Rede aufhört zu reden und es dann ihn runterführt, weil er wahrscheinlich wirklich einfach nicht mehr weiss, was sagen, und ja auch eben noch einen Knopf im Ohr hat und so, dann muss man schon sagen, so, ja Jungs, dann... Ist langsam an der Zeit. Ja, und weißt, dann verstehe ich eben, wenn es dann die einzige Auswahl sonst ist, den Trump zu wählen, dann ist logisch, dass die wieder... Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie nochmal den wählen. Ja. Aber wenn es mal ein, ja, man kann es auf Deutsch sagen, einen vernünftigen Kandidat anbringen. Wo vielleicht nicht 80 plus ist. Ja, und vielleicht, das Problem ist halt, dass die Millionen reinstecken, oder? Aber wenn sie das mal anbringen, dann könnte es vielleicht mal wieder so jemanden geben, so einen Präsident, der dann nach ein paar Monaten wieder erschossen wird, weil er einfach eben da selber für etwas in die Hand Oder nimmt. einen Krieg anfängt. Genau, oder genau, sonst genau. irgendwie die Welt Ja, auf ja. den Kopf. Ja, Oder wir können ja einen Komiker nehmen. ja Der macht das nachher gut. Der Zelensky war auch ein Komiker, Comedian. Ja, also ein Schauspieler. Schauspieler, ja, aber er hat ja. viel... Und er hat in einem Film also in hat er Comedy- den Präsident schon mal gespielt. Genau, das ja, ist ja, ja voll. ein bisschen das Ironische. ja. Aber nein, wir sind ja bei meinen Ferien. Entschuldigung, total ist total abgeschweift. Ich war noch im Südtirol gsi, mit meiner Tante und meiner Cousine. Und für mich, es gibt so 2 verschiedene Ferientypen. Es gibt so den Adventure-Style-mäßigen, wo ich in ein fremdes Land gegangen und einfach so ein paar Eckpunkte so mir irgendwie rausschreiben oder auf der Karte so markieren und dann eigentlich ziemlich planlos etwas abrottern. Und das ist mehr anstrengend für mich als halt Erholung. Und diese Ferien habe ich einfach Erholung, Entspannung gebraucht. Und für das, ich muss nicht an den Strand mir den Arsch abschwitzen, wie anfangs erwähnt. Ich habe meine Betriebstemperatur, die muss gehalten werden. Und darum irgendwo in der Region, gechillt, irgendwo, wo man ins Restaurant kann essen, nicht muss abwaschen, wo einfach so alles ziemlich geregelt ist und du kannst einfach ein bisschen sein, ein bisschen leben, ein bisschen Fernsehen schauen, ein bisschen den Kopf abstellen. Eigentlich die besten Ferien. Absolut. Absolut. Ja. Und für mich hat einfach Südtirol auch, in der Kindheit sind wir immer in Südtirol in die Ferien gegangen und wenn ich dort runtergegangen habe ich einfach immer so den Erholungsvibe, jetzt kannst du Batterien aufladen. Und ja, das war auch das Mal nicht anders gewesen. Aber das Mal ein bisschen speziell, weil nur die eine Cousine, sonst sind wir amigs alle, also meistens auch noch das Grossmami, die dabei ist, und die andere Cousine. Und dann haben wir amigs ein riesiges Käferfest. Und ja, einfach jeden Tag Pizza fressen im Restaurant. Oh, Richtig geil reinbiegen. Komme ich gerade Hunger über. Und sonst einfach... Das Lustige ist ja, im Südtirol haben sie auch noch Siesta.
Ja, stimmt. Das ist dort unten normal. Und Quizfrage, wann ist denn Siesta? Weil das ist mir nie so... Jetzt Blues Clues. Ist das A vom Morgen um 10 bis 12 Uhr? Oder ist es B von 13 Uhr bis 15 Uhr? Sicher nicht B. Mal, es ist B. Ja, sicher. Schon logisch. So mit Okay, dann. Aber mein ja. Sarkasmus war echter wie deine Ja, Aussage. wirklich, ja. Ja, ich nein. musste studieren. Ja, Es aber ist, das glaub macht ich, ja auch vom- mehr Sinn. Es ist ja mit den heissen Zeiten. Oder ist es vom 12 bis um 3? Ich bin Ja, jetzt nicht egal, sicher, es muss 12 einfach sicher oder so vom 1 bis um 3, ja. Also 1, 2 ist sicher nicht los, Ja, weil genau. dort ist es sackheiß. Also wer mal draussen gearbeitet hat, der weiss das. Das ist nochmal eine andere Sonne, selbst eben wir hier in der Schweiz, die ja eine angenehme Sonne haben. Das ist schon heftig. Mhm. So. Und das so blöd wie es tönt, das tut dich einfach automatisch so in einen lockereren Modus hineinversetzen. Du bist am Morgen vielleicht, hast bis um 9, 10 Uhr geschlafen, stehst auf, gehst zum Bäck, deine Brötchen holen und zum Metzger dein Salami oder irgendetwas, isst mal zum Morgen, zum Mittag und dann ist gleich mal 11:30. Die Läden haben noch eine halbe Stunde offen und danach musst du einfach bis um 3 Uhr am Nachmittag musst irgendwie die Zeit totschlagen. Ja. Das heisst, du musst den Fernseher einschalten, du musst Rasen mähen, aber du kannst nichts unternehmen, weil Ja. alles zu hat. Also ich finde es eigentlich ein cooles Lebensding. Also bei uns könnte es ruhig von mir aus auch eine andere Mittagspause-Ding geben. Das Einzige, was natürlich auch ein bisschen ist, du musst dir vorstellen, wenn du dort einen Job hast und du musst am Mittag die Siesta machen, was ja auch viele gar nicht machen, aber so, du musst, dann hast du nachher jedes Mal wie so Zimmerstunde, wo du nichts Ja. kannst machen, rumhockst und wartest, dass du wieder kannst arbeiten. Und es ist halt dort unten, weil die über den Mittag länger Mittag machen, geht es einfach am Abend länger. Also die sind normalerweise bis um 8 Uhr oder so, sind die alle am Arbeiten. Das ist so, ja. Du gehst ja dort auch viel später in das Restaurant. Mhm. Voll. Also Südtirol war bei mir Ferien gewesen. Über den 1. August bin ich noch zu meinen anderen Grosseltern ins Ibrig. Dort einfach auch nochmal Eier hängen, ein bisschen sein, ein bisschen über Gott und die Welt reden und wie der Bach irgendwie soll ausgebaut werden, die Minster, die durchs Oberibrig durchfließt. Ja, das sind die spannenden Thematiken, mit denen man sich gerne dann auseinandersetzt. Ja, und dann sind dann halt so Geschichten erzählt worden, ja, vor 150 Jahren hat es mal einen Bergsturz und dann hat es da irgendwie hat's dort einen Stein rein da, wo es dann verkantet hat und dann und dann das ist geil. der Stein ist dann nie im Unteribrig, im unteren Dorf angekommen, der Stein ist einfach aus dem Nichts raus verschwunden. Und Alter, geil. das sind auch so die Dorfmythen, Ja, Dorflegenden oder Sagen, die in so ländlichen Örtchen einfach schon noch existieren. Ja, und ich finde solche Sachen auch hure geil, muss ich sagen. Das war bei uns auch ein bisschen mit den Kindern halt. Kind kannst du so etwas alles erzählen und die glauben dir das halt. Also, ich habe mich dort einmal zurückhalten, wo es war schon dunkel war und so. Und ich hätte am liebsten denen jetzt die Geistergeschichte erzählt, die ich damals in der Pfadi bekommen habe, vom einen Männli, wo im Wald lebt und immer nur, wenn es dunkel wird, mit der Dunkelheit so an die Häuser ankommt und der klopft an die Scheibe und ist dann aber immer weg. Und dann ist halt das Geile, du erzählst das zweite, weißt du, und einer ist draussen. Eine wartet draussen. Genau, und dann klopft er an die Scheibe. Genau in dem Moment. Es gibt einen Moment, wo du die Kinder dann eben verschreckst und dann hast du so das Ding von, du erzählst die Storyline, dass er immer nur an die Scheibe klopft, ausser bei einer, dort macht er das Fenster auf und die holt er sich. Und dann tust du halt das aufbauen, irgendwann klopft mal einer an die Scheibe und die Kinder sind alle schon am Sterben und nachher plötzlich geht dann das hure Fenster auf. Und wenn halt das Fenster aufgeht und du schreist und du timest das gut, ey, das ist die geilste hure Story. Aber es ist natürlich nicht so eine gute Schlafstory und ich habe dann gedacht, nachher Die alle... Kinder werden für ihr Leben verstört Ja, sein. und die Erwachsenen wollen jassen nachher und ich bin dann der Nicht Double, wo... trösten. Ja. Aber Mythen sind ganz Ja. geil, vor allem eben so in der Berglandschaft. auch und Extrem, ja. Und
aber so ein Stein, der irgendwo verkantet und der ist unten nie rausgekommen. Oder wenn eine grosse Wolke über den Berg drüber kommt, das ist immer das Zeichen, dass es nachher kommt gewittern und so, Ja. einfach so Sachen. Und das finde ich eigentlich auch noch, also es ist wirklich hochspannend. Bei uns sagt man das ja auch, wenn jetzt zum Beispiel das Gewitter über den Etzel kommt, dann ist es schlimm. Mhm. Das ist irgendwie, das weiss man einfach irgendwie, wenn man da wohnt. Und das ist wirklich so das Ding, wo man darauf achtet, gerade wenn man draussen arbeitet, du lernst ein bisschen so die Zeichen zu lesen. Mhm. Und manchmal schmeckt es nach Regen. Mhm. Zum Beispiel. So Sachen. Das irgendwie komisch, aber das ist in uns drin, die Urinstinkt. Ja, Ist das schon sind spannend. so die inneren Indianer, die bei uns auch noch Ja. drin sind. Voll. Ja. Ja, und sonst, was ich mir sonst noch aufgeschrieben habe, Prüfungen, Schule, Stimmt. Hochschule. Dort ist auch zum Glück alles gut über die Bühne sogar gegangen. Ich bin extrem zufrieden mit dem, was rausgekommen ist. Stabil. In einer alten Podcast-Folge mache ich mir ja noch Sorgen. Ja, voll, Das, stimmt. das müssen wir da schön gekonnt rausradieren. Also es Jawohl. sind wirklich alles, ich glaube, die schlechteste Note war 4,7 oder so gewesen. Bruder, Ausser ein verfickte ein Scheißmodul, das ich ja musste wiederholen. Und da, ich darf wahrscheinlich nicht zu fest ausholen, aber in einem vorherigen Semester hatte ich ein Fach gehabt von einer ehemaligen Unternehmensberaterin, die bei einer grösseren Beratungsfirma mal angestellt war. Und die war halt einfach zu schlecht gewesen, dort, und die ist dann dort rausgefault. Und was macht man, wenn man als Berater nicht genug gut ist? man wird Lehrer. Man wird Lehrer. Das macht man oft so. Ja. Und die ist dann Lehrerin geworden. Und halt, die hat uns gerade am Anfang in der ersten Lektion hat sie gefragt, wo schaffst du, was machst du, in welcher Abteilung und so. Und dann bin ich halt einfach ehrlich gewesen und habe gesagt, wie, wo, was. Und das hat ihr einfach irgendwie als Bein angepisst. Dass so ein junger Schnösel, 24, da schon in Anführungszeichen mehr geschafft hat als sie. Und irgendwie gegen aussen sieht es so aus, als ob man viel erfolgreicher und weiss nicht was ist. Und seit dieser ersten Lektion bin ich einfach das Arschloch gewesen. So der kleine Wichser hat es geschafft, wo ich und die war 50 plus, und ich einfach in meinem ganzen Leben nie geschafft habe. Steile These. Ja, Steile These. das ist jetzt mir, Und noch geschwind, bevor sich alle Lehrer beleidigt fühlen, also ich würde auch mal irgendwann Lehrer werden. Also in dem, was ich mache. Ja, wollte ich noch sagen. ja, fix, aber einfach die Art und Weise wie dort, das hat einfach ganz eine komische Chemie gegeben. Und ist auf beiden Seiten einfach überhaupt nicht zielführend gewesen. Hat sich dann im Leistungsnachweis einfach auch wieder gleich widerspiegelt. Per Zufall haben wir es nicht so gut und du hast nur dort eine schlechte Note gehabt. Ja, und es ist dann auch so weitergegangen, aber das ist jetzt alles im vorherigen Semester. Es ist dann so weitergegangen, dass ich nachher gefragt habe, hey, gut, ich akzeptiere in Anführungszeichen die Noten. Ich würde einfach gerne ein Bewertungsraster bekommen, wie die Note zustande gekommen ist. Und das ist jetzt keine Meinung, Behauptung oder so, aber alle anderen von meiner Klasse haben das Bewertungsraster bekommen. Nur der Nils nicht. Der Nils hat einfach als einziger kein Bewertungsraster für seine Noten bekommen. Und dann habe ich dann das... Bei dem, was eigentlich Wichtigste gewesen wäre einfach wahrscheinlich. weil ich ungenügend war und weil ich das Fach dann haben müssen Also, wiederholen. du bist schlecht, bei dir muss ich es nicht begründen. Digga, was ein Einstellung. Und aber ich habe ja das bei uns im WhatsApp-Gruppe Klassenchat habe ich das nachgefragt, habe das in dem Sinn bestätigt bekommen, habe dann das an die Schulleitung eskaliert und dann oberste Instanz, Schulleitung sagt mir, hey look, Notenhoheit liegt bei den Dozenten, Pech gehabt. Einfach, ja, that's life. Sie hat C'est la vie. den grösser, Bro. Ja, Sie genau. Sie hat ihre Möglichkeiten ausgenutzt. Und ich habe in dem Moment einfach gewusst, hey, look,
ich bin verarscht und ich kann nichts dagegen machen. Und danach habe ich das Spiel halt einfach wieder mitgespielt. Ich habe das gleiche Modul habe ich nochmal wiederholt. Das sind dann alles, nur der Unterricht hat immer dann stattgefunden, wenn ich im normalen Studium, wo dann normal weitergelaufen ist, zur gleichen Zeit stattgefunden hat. Also morgen hatte ich irgendwie Buchhaltung gehabt, plus noch das Fach. Ich hätte mich aufspalten. Genau, ja. Ich habe immer entweder oder etwas verpasst. Und dann bin ich dann mal dort erschienen, bei so einer Unterrichtslektion. Und dann war das Klassenzimmer einfach leer gewesen. Und bin dann ins Sekretariat gefragt, hey, findet das überhaupt statt? Auf dem Fernsehen, wo alles drauf steht, wäre es auch aufgeschrieben. Ist einfach niemand rum. Mhm. Und dann hat dann das Sekretariat an dieser Lehrerin angerufen. Und die Lehrperson ist in dem Moment, das war 11 Uhr irgendetwas, war am Zürichfest. Das Blatt hat sich gewendet. Genau. Und es ist bereits die 3. und die letzte Unterrichtseinheit gewesen, bevor das dann der Leistungsnachweis hat müssen abgegeben werden. Und die Lehrperson ist souverän. Die Lehrperson, die ist kopfdelisiech einfach am Zürichfest sich am Besaufen gsi. Stabil. Ja, und dann hat es noch ein bisschen Hin und Her gegeben. Und ich bin dann am Montag nach dem Wochenende ganz normal in dieser Schule erschienen, habe meine Sachen abgezogen und habe dort das 4-3 kassiert. Tipptopp. Bestanden und einfach fuck you. Also wenn die jemals den Podcast hört, einfach hey, merci für gar nichts. Wirklich, ich habe nichts gelernt. Es ist einfach schnell eine Lehrübung, oder wie sagt man dem? Ja. Lehrgeld. Ja, wir haben dem immer beim Nullrunde. Ja, warte, jetzt, wie haben wir gesagt? Arbeitstherapie haben wir dem gesagt. Arbeitstherapie, ja. Weil du erreichst nichts, es geht nicht um die Arbeit, sondern um das, dass du beschäftigt bist. So Arbeitstherapie-mässig. Genau. Wilde Story. Also, ja, das fragt man sich halt manchmal schon. Aber das ist halt, von 100 Lehrern können nicht 100 gut sein. Und ich muss sagen, ich habe bis jetzt immer mega viel Glück gehabt mit meinen Lehrern. Nein, danke. Immer eigentlich wirklich Glück gehabt mit den Lehrern. Die Lehrer haben mich immer in Schutz genommen oder mir auch geholfen. Obwohl ich eigentlich immer wahrscheinlich eines der anstrengendsten Kinder war. Nicht wahrscheinlich, sondern es war so. Natürlich, weil ich auch nicht richtig still hocken oder sonst etwas. Das hat mich immer gestresst. Das Schlimmste war dann, wenn ich das, was erklärt wurde, schon verstanden hatte. So Mathe oder so. Dann war für mich einfach ja Digi, lockere Lektion. Ich habe da 2 Blätter von mir, ich weiss, ich kann die alle ausfüllen und es ist kein Problem. Ich erkläre es noch meinem Kollegen nebendran, fülle es selber nicht aus und schnurre. Wieso soll ich das ausfüllen, wenn ich es ja kann? Und das ist halt klar auch eine Fehlüberlegung meinerseits gewesen, aber so ist man halt in der Jugend. Und ich hatte dann aber das Glück gehabt, dass meine Lehrer immer erkannt haben, der Bruder kann's, der hat einfach keinen Bock. Und das haben sie mir zugute genommen. Ich habe dann auch in der 2. Sek wirklich dürfen, habe ich vielleicht sogar schon mal erzählt, hat mich meine Lehrerin in die Sek weitergenommen, in die 3., obwohl ich notentechnisch in die Real gefallen wäre. Weil meine Eltern haben sich getrennt, ich hatte dann gar keinen Bock mehr auf gar nichts. Und dann sind natürlich überall die Noten runtergegangen. Und habe das dann aber auch wieder ausgleichen. Also ich bin vom 3,7 im Schnitt nachher auf ein 4,8 abgeschlossen im Schnitt Sek gsi und habe Mathe einen 5er gehabt. Wo ich dort, wo es schlimm war, einen 3,5er hatte, weil es mich einfach angeschissen hat und ich andere Sachen im Kopf hatte. Aber Lehrer sind immer gut gewesen. Also ja, eben 1, 2 hat man erlebt, die komisches Zeug gemacht haben. Vor allem im Nachhinein, wo man sich gedacht hat, yo, Kollege, Alter, du bist da eine Person, die irgendwie, das sind ja Schutzbefohlene in dem Moment, sie haben die Aufsichtspflicht, die Lehrer auch zu diesen Leuten oder ein Kind. Und dann denkst du, wie die das zum Teil ausgenutzt haben, oder, ja. Aber eben, Schlimmes habe ich nie erlebt und so, von dem her. Ja.
Ja, apropos Lehrer, ich habe ja gestern noch ein lustiges Erlebnis gehabt und das war für mich auch absolute Premiere gewesen. Meine Berufsschule in Rapperswil hat irgendwie Luft davon mitbekommen, was wir da genau machen und dass ich eigentlich mal bei ihnen in der Schule wäre. Ja. Das haben sie jetzt nach 2,5 Jahren mal gemerkt, was da jetzt genau alles so passiert. Letzten Schultag hatte ich irgendwie vor 4 Jahren gehabt. So geil. Dort. Und haben sie jetzt einfach gemerkt. Und das Lustige ist, mit dem einen Lehrer habe ich auch sonst noch Kontakt. Einfach privat auch, ein bisschen WhatsApp-Fotos hin und her schicken. Und der hat jetzt gerade gestern eine neue Klasse übernommen, wo irgendwie so ein spezielles Freifach haben können auswählen, wo es so um Wirtschaft, Unternehmertum, Motivation, keine Ahnung was geht. Und mein ehemaliger Lehrer hat mich gefragt, hey Nils, schau, ich sehe, was du machst. Ich wollte dich Minimum 2-mal einfach im Unterricht schnell dabei haben. So geil. Das war verdammt geil gewesen. Und danach, ich habe gewusst, mein ehemaliger Lehrer, der macht einfach seinen Theorie-Part. Und Theorie hat mich auch noch selten interessiert. Ja, das ist ich muss einfach von der Praxis erzählen. Wie hat es bei mir angefangen? Wie hat es 2016 und noch vorne bei mir daheim, wie hat mein Computer ausgesehen? Mein uralter scheiß Bürostuhl und weiss nicht was. Und einfach denen, und das sind ja jüngere Menschen gewesen, niemand im Militär, gar nichts, wie man ganz einfach anfangen kann, seine Story so zu schreiben. Ey, ich finde das so geil. Also auf einer Seite weiss ich, wenn ich dort im Unterricht gehockt bin, also Leute, die bei mir, die ich erlebt habe, die so Zeugs erzählt haben, haben mich zu dem motiviert, dass ich jetzt da sitze. Und wenn ich mir das vorstelle, dass man das kann so Leute geben oder kann motivieren, dann ist das so geil. Also nur schon von der entspannten Seite, dass du ihnen eine geile Unterrichtslektion beschafft hast, wo sie einfach können, den Kopf neu abschalten und in eine andere Richtung denken. Mehr in die Richtung träumen, weniger in die Richtung harte Fakten. Und das, nur schon das, die eine Seite, plus dann eben der Part vom die Leute motivieren. Weil wenn dort jemand hockt, wo sie ja sehen, der ist wie ich, der ist dort und der hat das können, kann ich das auch. Und das finde ich so eine geile Sache. Also Es war mega lustig gewesen. Ich war in der ersten Lektion eben schon dabei gewesen und dann der Lehrer eben so Motivationstheorie nach, ich glaube, Herzberg oder Heimberg oder so hat der geheissen. Ja, weiss nicht. Heimberg, Herzberg, irgendwie so etwas in die Richtung. Heimerzberg. Und dann, ich habe mir einfach ein paar Stichwörtchen auch notiert, um meine Geschichte zu erzählen und dann auch wieder so den Faden oder den, wie sagt man, den Bogen zu spannen und das Retour zu spannen. Faden ziehen, Bogen spannen, weiss nicht. Einfach, nein, zum den Kreis schliessen. Zum den Kreis schliessen. Ja, den habe ich wollen. Aber die anderen zwei gibt es schon auch, die ja. würden schon auch passen. Ich habe mit meiner Geschichte den Bogen gespannt und am Schluss den Kreis geschlossen mit seinen Theoriesachen, die er vorne gedroppt hat. Vorne ein bisschen gezogen, einfach irgendwie. Und dann sind glaube ich 15, sind alles Männer gewesen, oder Buben, die vor mir kein einziges Mädchen oder die sich als Frau identifiziert. Das ist, weil die dort schlechter bezahlt worden wären. Kann sein, ich will es nicht behaupten, nein. Nein, so ein Bullshit. Aber, und die sind nach meinen 15 Minuten sind die einfach mit offenem Maul, mit riesengroßen Glubschaugen vor mir so gehockt und die haben einfach nicht gewusst, was sagen. Ja, hätte ich auch nicht. Und am Schluss haben sie, wo der Unterricht fertig war, haben sie, der Lehrer, noch gefragt, nächste Woche haben wir ja wieder bei Ihnen Unterricht. Kann der Herr Kümin auch wieder kommen? Geil. Und ich habe nur so gewusst, okay, geil, die haben es gecheckt. Hure geil. Und ja, ich glaube, das, was ich gestern diesen jungen Jungs beigebracht habe, das war nicht ganz falsch gewesen. Nein, ich glaube auch nicht. Eben,
deine Wirkung ist ja auch eben mehr Gefühlsebene so unterwegs, weder jetzt in der theoretischen. Und ich glaube, die Verbindung mit dem, wo jetzt der Lehrer gemacht hat, ist das eine hure geile Sache. Also so etwas würde ich auch machen. Das finde ich hure spannend. Voll. Das ist schon so. Nur ich kann halt nicht in die Zecke gehen und denen erzählen, ja weisst, Lehre abbrechen, gib ihm, Digga. Etwas machen, studieren, wo alle sagen so, nee, lieber nicht. Machen. Kannst eben auch nicht. Und das ist ja, ich sage jetzt, bei dir ist das super gegangen, weißt du, so dein Lebensweg. Meiner ist nochmal so ein bisschen asozialer. Kann man das so formulieren, also irgendwie ein bisschen dingseln. Und wenn ich den Leuten erzähle, dann ist immer das der Knackpunkt, dass ich sagen muss, aber yo, es ist nicht geil und es ist hure anstrengend. Es gibt mega viele Situationen, wo du dir denkst, mach ich den easy way. Scheißegal. Und das ist halt das Problem, weil wenn ich jemandem sage, jo, zieh dieses Ding durch, mach dieses Ding und dann bricht er alles ab und hört dann auf, dann hat er ein Problem, weil dann ist es blöd gelaufen. Du musst, wenn du das machst, dann musst du versuchen durchzuziehen. Also, gibt nur den Weg und das kannst du niemandem mitgeben, weißt du, das zieh durch. Und herausfinden, wer ist jetzt der Mensch, der durchzieht, wer nicht, schwierig. Ich würde ihm, glaube ich, nicht asozial sagen, ich würde ihm geradlinig. Unkonventionell. Ja, nicht so ganz gerade, Ja, strikt. voll. Also, und effektiv, also eben, du kannst den Leuten sagen, wie deine Geschichte war, aber das heisst ja nicht einfach Copy-Paste. Bei mir wird es genau gleich funktionieren und bla bla bla, weil hinter den Kulissen, hinter dem Vorhang passiert ja so viel im Kopf und sonst überall rundherum, wo im Erzählen gar keinen Platz kann finden. Vor allem ist es ja eigentlich schon grundsätzlich wie befremdlich, wenn man das Gefühl hat, dass die jetzt denken, wow, denn jetzt gerade der Flüge aus der Luft rausgeholt. Krass. Digga, krass Sniper, Digga. No-Scope. No-Scope, Alter. 360 No-Scope da, am Place. Geil, Digga. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wo sind wir gewesen? Aber der Jungs Motivation hinter den Kulissen. Ja genau, hinter den Kulissen. Es ist ja nur schon befremdlich, dass sie das Gefühl haben, wir haben es geschafft. Wir haben es ja nicht geschafft. Geschafft hast du es ja in dem Sinne eben nicht. Also du schaffst es ja nicht einfach. Klar, und den Punkt haben wir noch nicht erreicht, kommst du irgendwann an den Punkt, wo du so weit bist, dass du dir wenig Sorgen musst machen, dass das jetzt einfach nicht mehr funktioniert. Also weil es halt schon so gross ist, dass es nicht einfach aufhören kann. So. Aber der Punkt ist weit weg und also der ist viel weiter weg, wie man das am Anfang das Gefühl hat. Wir sind jetzt schon viel weiter, wie das eben für die ist das, die haben es geschafft. Wir sind aber noch auf dem Weg und der Weg, da wo wir sind, da musst du auch nicht zum Schaffen wahrscheinlich, aber du kannst nicht sagen, eigentlich, also so aus unserer Perspektive kann man nicht sagen, man hat es geschafft. Aber aus der Perspektive von einem, der im Studium hockt oder eben so, kann man schon sagen, man hat es geschafft, weil man hat es geschafft, auf diesen Weg aufzukumpen, auf diesen Zug, wo richtig Selbstständigkeit oder richtig selbstbestimmtes Arbeiten eigentlich führt. Du hast es noch nicht geschafft, dass das funktioniert, aber du bist schon mal auf dem richtigen Zug. So. Ja, und steile These, mit der Selbstständigkeit lernst du ja in dem Sinn automatisch mit dir unzufrieden sein. Ja. Weil das ist immer automatisch so ein Ansporn für dich. Ich muss noch da besser werden, ich muss noch das machen, ich muss dort noch Connection machen und so. Und mit dir selber zufrieden werden, das ist etwas, was sich mit der Selbstständigkeit immer ein bisschen beisst, weil mit sich selber zufrieden sein kann man so in Verbindung setzen mit, man kann jetzt Pause machen, man kann sich auf dem Erfolg ausruhen und das beisst sich einfach mit der Selbstständigkeit und darum erfolgreich sein bist du für andere. Ja, ist so, genau, ja. Andere haben das Gefühl, du bist erfolgreich, aber du bist trotzdem auf deinem Weg unterwegs. Ja, aber genau das fasst eigentlich auch jeder Millionenstar auf Insta zusammen. Wenn du dir anschaust, dass jemand, zum Beispiel eine junge Phoebe,
zum Beispiel. Die hat mit 15, 16 irgendwie angefangen zu streamen, gerade bekannt wurde, mehr oder weniger, hat die Schule abgebrochen und hat jetzt nichts. Und jetzt schon nach ein paar Jahren, wo sie langsam 18 wird, merkt sie, dass sie wahrscheinlich das gar nicht will, das ganze Leben lang. Und für andere ist das unvorstellbar. Du bist so jung und hast es geschafft, eben in Anführungs- und Schlusszeichen. Das ist aber nur das Gefühl, das du von außen hast, weil du siehst nur all das Positive, das gegen aussen gestrahlt wird. Wie wir, wo jede Woche ein neues Projekt postet, wo aber auch aus alten Projekten besteht, weil du musst es ja so machen. Das ist genau das Ding. Das heisst nicht, dass man nicht schafft oder dass man voll am Schaffen ist, aber es soll das Bild gegen aussen tragen, dass da weiter konstant was läuft. Und das ist das, was alle machen. Und jeder Influencer und alles und so. Und das ist eigentlich eine coole Erkenntnis, weil wenn man das lernt, dass Erfolg nicht ein Zustandsgefühl ist von die ganze Zeit happy und alles läuft perfekt, das ist nicht Erfolg, sondern Erfolg ist eben, wenn andere von außen dir sagen, hey, schau mal, du bist gut in dem, was du machst, oder von außen ist das sehr erfolgreich, dann glaub weiter dran. Aber die sehen all die Fehler nicht, die Schwächen nicht. Und darum, ja, lass dich auch nicht runterbekommen, weil das Gefühl ist, ein anderer ist viel weiter, viel erfolgreicher oder besser, weil das sieht von außen so aus, aber für ihn, ja, wenn du einmal irgendetwas gemacht hast für jemanden bekannt oder so, dann merkst du relativ schnell, dass es ja nichts dir bringt, persönlich. Es bringt dir nichts. Es kommt nachher kein Kunde zu dir und sagt, oh ja, ich will jetzt auch zu dir, weil du bist ja bei dem gewesen. Und das machen die Leute ja nicht. Das funktioniert einfach bei einem Hollywood-Schauspieler, wo Johnny Depp ist, wo man kann sagen, wenn der Johnny Depp im Film ist der Film tendenziell erfolgreicher. Zu 51% wahrscheinlich, genau, dass es erfolgreich wird. Oder erfolgreicher. Ja. Aber ob es erfolgreich richtig wird, ob es sich dann dreht mit Kosten, das sind alles nochmal ganz andere Faktoren. Und ich glaube, wenn man das bewusst wird, dann ist man auch viel zufriedener mit dem, wie es bei einem selber läuft. Und man Gas geben kann. So. Weil, ja. Ist eine krasse Erkenntnis, ja. Mega. Also, einfach so der Vorhang mehr Schein als Sein, einfach teilweise in unserer heutigen Welt. Aber so funktioniert es einfach. Ja, und auch unser Kopf ist halt gemein. Also kommt schon darauf an, wie du ein bisschen denkst, aber viele Menschen, würde ich jetzt behaupten, denken ähnlich da, dass halt, ich sage jetzt nicht Eifersucht unbedingt, sondern sich ungut fühlen mit dem, was man selber hat, weil man sieht, was andere haben. Nur wenn du ja... Es gibt ein englisches jetzt kann ich nicht mehr reden. Es gibt ein englisches Sprichwort, Keeping up with the Johnsons. Das habe ich in Kanada... Johnson Family. Doch, das war so eine Fernsehsendung, habe ich gemeint. Das weiss ich nicht. So wie die Geissens, weißt du? Okay, so ja. in die Richtung. Okay. Also es gibt im Englischen gibt's das Sprichwort Keeping up with the Johnsons. Und das heisst quasi, wenn die Nachbar in Amerika einen neuen Dodge Charger, einen 12-Plätzer, 6 Liter irgendwie etwas postet, dann brauchst du das Minimum auch. Weil sonst tust du nicht mehr Keeping up with the Johnsons. Dann bist du plötzlich schlechter. Ja. Und das ist das eigene Bild, das du über dich hast. Und dort ist halt dann das Problem, dass der Mensch sich grundsätzlich mit denen vergleicht, wo er keine Chance hat. Also keine Chance auf dieser Ebene. Weil das ist ja der springende Punkt. Menschlich gesehen sind wir alle gleich viel wert. Deine Meinung ist auf der Straße, also das finde ich das Geile. Jeder Star, alle, die ins Auto hocken, müssen an der roten Ampel halten. Das zeigt es schon ganz klar. Auf der Straße, klar kann sich einer dumm die rausnehmen, die Freiheit, aber auch er wird von der Polizei angegangen. Es werden alle gleich behandelt. Und spätestens im Verkehr zum Beispiel oder so wird einem das nochmal bewusst. Es ist keiner besser wie der andere. Klar, der andere hat vielleicht das Auto, das viel teurer ist, aber am Ende des Tages darf er mit dem Auto nicht schneller fahren auf der Autobahn. Und das ist bei allen Sachen so. Ich bin mal mit meinem Papi in der Kindheit sind wir von einem einflussreichen Mensch eingeladen worden, um ein FC Basel Fußballspiel zu schauen. Und
das war die Zeit, wo noch der Alex Frey und der Strehler und Digga. der Shaqiri, der ist irgendwie gerade so Der ist auch 18, noch Basel 19. gewesen. Ja, der ist auch mal... Ja, glaube ja, also der Ja. war hure jung gewesen. Krass. Und wir waren dort zu Gast gewesen, als VIPs, in der VIP-Lounge. Und der hat dann gesagt, ja, wer habt ihr am liebsten? Was ist euer Lieblingsfußballer vom FC Basel? Und ich habe dann gesagt, ja, der Alex Frey. Ich finde den einfach ein geiles Das ist Sieg. mein Schweizer Fußballer Ja, als Kind. Das Absolut. ist einfach so mein Der hat mein, sich verletzt, der arme Sieg, und der ist vorbei gewesen. es war einfach irgendwie mein Lieblingsfußballspieler gewesen. Und danach eben der einflussreiche Mensch. Ich habe ihm gesagt, hey, du tust jetzt den da anholen. Gott, also wie machst du das und so? Und dann, ich habe Angst und einfach so eine riesige Persönlichkeit für mich steht dann plötzlich vor mir. Und der hat mir eben auch gesagt, hey, schau, hinaus stinken die genau gleich wie du. Ja. Und er weiß es. Und der weiß er es. weiß es. Er weiß es. Er, wo dir den Alex Frey Und der hat uns zitiert. jeden angeholt. Der Alex Frey ist neben mir gestanden, der Shaqiri ist neben mir gestanden. Es gibt von allen gibt's ein Foto noch. Und das Lustige ist, ich war glaube ich 13 oder 14 gewesen, und ich war damals schon einen Kopf grösser gewesen als der Shaqiri. Geil! Wie geil! Ja. Das wäre eigentlich ein Bild für die Memories, das Ja. musst du finden. Digga. Ja, ich Das habe musst das du Foto finden. glaube ich nicht gerade Dann machen zur wir Hand. so den Hals vom Shaqiri lang, dass er gleich gross ist. Ja. Giraffenbande. Ja. Nein, Alter, aber das ist eigentlich ein super gutes Beispiel. Auch das sind normale Menschen. Ja. Und ja, Und am Ende des Tages sind wir dort in der VIP-Lounge gewesen und alles, und ihr könnt den Shaqiri anholen, aber ihr habt das gleiche Spiel angeschaut. Ihr habt auch nur können auf einem Platz sitzen und nicht auf 10. Auch wenn ihr 10 Quadratmeter Platz gehabt habt. Ihr habt nur ein Getränk im Moment können trinken. Klar, habt ihr nicht müssen anstehen, aber eigentlich, was dem bemessen wird, an diesen Rang, diesen Menschen, ist total unwichtig. Also, du hast, und das merkst du bei Konzerten zum Beispiel geil, das finde ich beim Sido immer lässig, weil ja da die VIPs ausschimpft auf der Bühne. Wenn du an ein Konzert gehst, dann möchtest du ja mit den Leuten an ein Konzert. Das Konzert ist ja geil, weil du die Musik nicht alleine auf deinen viel besseren Kopfhörer oder halt viel bessere Qualität viel näher bei dir hast, sondern weil du sie erstens live hast und mit ganz vielen anderen Leuten. Und wenn du dann dort in deiner Lounge oben hockst, klar kann das mal chillig sein, aber am Ende des Tages gehst du ja nicht wegen dem ans Konzert. Und das ist eigentlich das Spannende. Oft bei diesen VIP-Luxuszeug, Vorteil, du willst die Vorteile gar nicht haben. Du willst nicht in den Europapark gehen und jeder kennt dich. Du möchtest nicht in Lidl posten und jetzt gönnst du dir mal eine Flasche Wein am Abend und willst gerade, dass es jeder sieht. Und am besten macht noch eines Foto und es kommt in die Zeitung. Das sind alles Sachen, die du eigentlich gar nicht willst. Aber weil man das Gefühl hat, dass das dann ein besseres Leben ist, also es streben so viele Menschen danach. Dabei ist wahrscheinlich das beste Leben, ist, wenn du zum Beispiel der Fotograf von AC/DC bist. Dann hast du wahrscheinlich ein sehr geiles Leben. Du gehst deinem Traum nach, machst deine Fotos, kein Mensch kennt dich und trotzdem fliegst du die ganze Zeit um die ganze Welt, bist immer Backstage, lernst die spannendsten Menschen kennen auf diesem Planet und du hast nicht müssen. Du kannst in Lidl gehen posten und es interessiert kein Mensch. du brauchst keine Securities. Genau, also das ist wirklich etwas gewesen, wo ich mir auch haben müssen überlegen, wenn du bekannt wirst, wie bekannt willst du werden Und mit was? mit was, genau, weil erstens wirst du nachher eben das auch noch, du wirst auf deine Leistung, wegen dem du Fame bist, ja auch reduziert. Du bist nachher nur das. Du bist nachher nur der Sänger oder der oder das, aber du bist nicht mehr, für viele Leute bist du ihres Hab und Gut im Kopf. Sie können einfach über dich reden, wie sie wollen, sie können Bilder von dir machen, wie sie wollen, posten, wie sie wollen. Das ist alles gleich, weil du profitierst ja so unglaublich von ihnen, also dürfen sie alles. Das ist ganz ein komisches Verhältnis. Extrem, ja. Ich mag mich erinnern, in Kanada habe ich eine kennengelernt. Die ist auch mit mir ins eine Fach gegangen. TED Talks hat das geheissen. So, Geil. also es Lustig, ist verdammt geil gewesen. Das ist Ja. meine Schule, wie die Fernsehshow TED Talks.
hat die einen Lehrer gehabt, der uns Englisch beigebracht hat im Stil von dieser Fernsehshow. Wir mussten immer etwas vorbereiten und dann vor die Leute anstehen und so 15 Minuten Vortrag machen. So wie fernsehmässig. Und dort hatte ich eine, die ist von Russland gekommen. 40 Kilometer von der Grenze zu der Ukraine. Hochspannend, finde ich. Und die, also das mit der Ukraine war jetzt nur nebensächlich, aber die ist absolut, die hat ihr Leben, sie hat für den Harry Styles gelebt. Oh Gott. Die lebt für den Harry Styles. Da hast du gerade auf einen Wunder getroffen. Also unglaublich, das verstehe ich nicht. Ich habe selten Kolleginnen gehabt, die ich mega normale Leute finde, die so abfahren auf den Harry Styles. Was ist dort der Gu? Ist das die engen Hösli oder was ist es? Ich glaube die Haare. Ich glaube Bro, ich habe auch so ähnliche Haare. Aber Bruder, mit diesen Haaren, also ein Feuchter. Gut, er ist vielleicht gross noch und so, aber trotzdem. Also Harry Styles, Digga, das ist ja ganz krass. Harry Styles ist an der ihres absoluten Idol. Die hat jede Woche irgendwie so eine scheiß Story auf Instagram drin. Oh, er ist in diesem Kaffee einen Kaffee trinken und dann hat er $5 Trinkgeld angelassen, weiss nicht. Und ich frage mich nur so, ja, wow, wow, super, bravo. Aber es ist genau das. Sie haben alle das Gefühl, sie behimmeln ihn, aber er hat einen riesen Scheiß. Er kann nicht im Kaffee 5 Stutz Trinkgeld geben, ohne dass die halbe Welt darüber redet. Digga, das ist ja schon der Pain, Alter. Ja, aber wenn wir gerade beim Thema die ganze Welt darüber reden, da angekommen sind, wir zwei sind ja noch auf einer Party gewesen. Stimmt. Auf einer fetten Motto-Party ja, Mann, das in ist Luzern. Ja, Luzerner Motto-Partys jedes Jahr. Mary, ganz liebe Grüße. Also wirklich einfach immer geil bei ihr. Immer coole Partys. Das Mal war das Motto, go, also immer Englisch so, gang verkleidet als dein Anfangsbuchstabe. Vom Namen. Von deinem Vornamen. Genau, vom Vornamen. Und ja, was haben wir so angetroffen? Wir haben ganz verschiedene Sachen angetroffen. Ich bin Nils als Nerd bin ich gegangen. Ganz witzig ausgesehen, voll geil gewesen. Du, Andri? Ich bin als Andri Asi gegangen, als Adidas Asi. Also als Aslak. Adidas-Zeug, als Aslak, genau. Nicht ganz politisch korrekt, aber ist okay. Bin ich gegangen und vor allem mir im Kopf bist der Minion. Ja. Minion war so ein einfaches Kostüm gewesen, aber trotzdem geil. Mit Latzhose, gelbes T-Shirt und dann so eine gelbe Kappe und so Minion-Augen drauf. Voll simpel, aber mega witzig gewesen. Sonst hat es noch ganz viel gegeben. Ein Fee, Florian, Genau, haben wir das war ja gehabt. geil gewesen. Der war ganz geil gewesen. Der hat mit Karton sich Flügel gebastelt. Ja, das war wirklich witzig gewesen. Und so Leuchtteile noch dran, so für am Kopf, die geleuchtet haben. Ich Und nachher dann irgendwann nicht mehr geleuchtet. Ich glaube, Deborah hat die geheissen. Die ist als Domina ist die ja, gekommen. stimmt. Oh mein Gott. Ich glaube, Deborah. Das habe ich nachher ganz fest an meinem eigenen Leib gespürt, die Domina. Wir haben nämlich nachher ein selber gemachtes Trinkspiel von ihnen gespielt, wo sie ein Jenga, wo man so ein Türmchen baut, umdingselt haben zu einem Trinkspiel, wo auf jedem Stein etwas steht. Und dann ist dort einfach gestanden, bei ihr Kleider tauschen. Und dann hat sie das witzig gefunden, dass sie mit mir Kleider tauscht. Und dann bin ich plötzlich in dieser Wohnung gestanden mit 15 wildfremden Menschen und habe Netzhösli angehabt und so ein hure Abendkleid, das ausgesehen hat, keine Ahnung, wie der Gargamel. Und ja, das war echt witzig gewesen. Durchaus peinlich. Ja, aber die das hat einen werden Freude es gemacht. attraktiv gefunden haben. Ja, safe, true. Also Vielleicht. die eine Frage, wo Ja, mal... stimmt, das war witzig gewesen. Das war witzig gewesen. Ich dort in diesen Netzhösli dort gehockt und allem. Und dann ist irgendjemand, ich weiss gar nicht mehr, wer es war, aber irgendeiner ist gefragt worden, mit wem sie am ehesten würde schlafen. Und dann hat sie mich gesagt. Du dort in diesen Netzli-Hösli. Und ich habe mir nur gedacht, ja, alles gut, da hinten hat das Schlafzimmer richtig dabei. Genau, die Motto-Party, die stattgefunden hat. Und wir sind ja nachher... Stimmt, es ist noch ausgeartet in eine Karaoke-Bar, was auch voll geil war. Wir haben sogar noch unseren Song angemeldet. Jetzt Prestige für alle Leute. Wir wollten Venus von Bümplitz singen. Venus
Haus von Bümplitz ist schön wie ein Feuer in der Nacht, wie eine Rose. Entschuldigung. Kann ich sehen? Ja, auf jeden Fall haben wir das wählen, aber es hat halt 2 Stunden Wartezeit gegeben. Ja, Und wir dann der ist so, hure wack. ja, der ist ziemlich wack gewesen. Und dann sind wir noch etwa ein bisschen mehr wie eine Stunde, sind wir nach dem Anmelden noch geblieben. Aber, und haben dann unseren Song auch nicht mehr gehört, sind dann früher gegangen. Also früher war es auch 4:30 oder so gewesen. Das Lustige ist ja, die Kollegin, wir haben gesagt, hey, wir brechen auf, es ist genug gespart. Ja. Und dann ist die Kollegin zu dem DJ an und die hat dann gesagt, ja, wir gehen jetzt, kannst du den Song abmelden? Und der DJ an unserer Kollegin Ja. hat dann gesagt, ja, also wenn ihr geht, hey, schau, ich kann es noch weiter vorne schieben, dass Ja. gerade als nächstes reinkommt. Aber wenn wir 2 Schwänze dort vorne Wir sind gegangen schon wären, weggelaufen. Ja. aber wenn wir 2 dort angegangen wären, never ever. Nie im Leben. Nie im Aber Leben. unsere Kollegin kann Sachen richten. Ja, das ist sicher, klar. Aber was ich muss trotzdem sagen, was halt das Geile ist, weil alle Songs, die eben die Warteliste auch zustande gebracht haben, sind ja alles Songs von Leuten, die gewünscht haben. Und die 50 Nasen, die noch da waren, haben alle geile Lieder gewünscht. Also man hat trotzdem jedes Lied können mitgrölen. Man hat einen Text gehabt, das habe ich auch geil gefunden. Das war für mich eine neue Erfahrung. Ich bin noch nie in einer wirklich für das gedachten Karaoke-Bar gewesen. Muss man unbedingt mal wieder machen. Mit Ist mehr hure Zeit geil dann gewesen. auch. Hure Freude gemacht, ja. Also für euch oder für dich, wo jetzt zuhören, Bar 59 heisst das in Luzern, dort sind wir gewesen. Props, ja. Und wirklich fette Props, wie muss man dem sagen? No Product Placement, Ja, Mann. keine bezahlte Werbung, es war einfach ein Schleichwerbung. geiler Abend gewesen. Und hure geile Karaoke, haben wir hure gefühlt und am nächsten Morgen schön Kater ausgeschlafen, mässig. Ja, es geht. Also das Ding ist, ich musste nachher arbeiten. Am 12 Uhr müssen arbeiten, da bei uns. Und ich bin mega froh gewesen, bist du gefahren, nachher mit dem Auto wieder heim. Habe ich noch ein bisschen von mich hin kadavern dort. Ja, wirklich, so hat es sich angefühlt. Das ist ein neues Verb. Gell? Kadavern. Kadavern. Aber man versteht es. Ich kadavere, du kadaverst, er kadavert. Ich Abracadabra. Ja, also, nachher eigentlich relativ gut gegangen. Ich bin dann wieder am Abend hella überrascht gewesen über die Leistung, die ein Körper dann doch bringt, auch wenn er völlig verkatert ist. Ja, aber im Großen und Ganzen eine erfolgreiche Party gewesen. Hat mega Spass gemacht. Ich habe, apropos Motto-Party, noch eine kleine Premiere in dieser Sommerpause dürfen feiern. Und zwar... Nils ist nicht mehr jung, Frau, nein. und zwar... also nein, bin ich nicht mehr. Schon länger nicht mehr. Schon sehr lange nicht mehr. Ey, Digga, wo ich 4 war. Wo ich 3 war. Digga, da habe ich schon so aufhützt voraus. Nein. Und zwar habe ich in dieser Sommerpause mein erstes Inserat in der Tierwelt geschaltet. Was? In der Tierwelt? Oh mein Gott. Also ich weiss nicht, wer alles da draussen noch die Tierwelt kennt, aber das ist ja die Zeitschrift, wenn du einen Bagger brauchst, wenn du 20 Kühe loswerden willst, wenn du 6 Telefone willst, dann kommt die Tierwelt bei uns in der Schweiz. Also alles. Alles. Also vor allem speziell eben für so Bauern und einfache Leute ist das so. Darum 6 Telefone. Also du kannst dir nicht vorstellen, was dort für Karten liegen, Sextelefon und Hey. Dirty Talk und weiss nicht was. Und nebendran eben 5 Schöffli gratis zum Vergeben. Und da habe ich für meinen Grossdaddy das erste Mal in meinem Leben ein Inserat in der Tierwelt aufschalten. In dem Fall gibt es bald keine Säule mehr, oder? Korrekt, ja. Oh. Korrekt. Oh. Wegen Ja. Aufwand, oder? Ja, also vielleicht für die es nicht wissen, die Grosskinder haben an meinem Grossdaddy auf seinen 70. haben wir ihm Mini-Pigs haben wir gekauft. Verwechslungsgefahr, die sind noch nicht zum Essen. Nein, die sind auch gar nicht zum Essen. Ja, nein, Die kann man nicht essen. Das sind nicht die Räucherstäbchen, die du in der Migros kannst kaufen kannst. Das sind quasi Zwergschweinchen.
so kleine Schweinchen, die ihr Leben lang relativ klein bleiben. Mein Grossdaddy hat immer diesen Huren gut geschaut. Die sind auch jetzt viel zu gross und zu dick. Und gemästet sind sie geworden. es geht mehr darum, mein Grossdaddy hat einfach schon immer mega Freude gehabt, Tierli. Und dann am Nachmittag, am Morgen haben sie es zu 9. Am Nachmittag haben sie es zu 4, wo es Streichleinheiten und wirklich ein zu 9 bekommen. Und dann tut mein Grossdaddy wirklich so Äpfelschnitzli und Salat vom Mittag und weiss nicht was, geht er denen bringen. Und das sind so, also wirklich jetzt, Schweinchen sind so anhängliche, liebe Tierli und auch intelligent. Ja, ich wollte sagen, das sagen wir ja auch, die sind mega vom Empfinden näher an den Menschen. Also es ist unglaublich, zum Beispiel, ich habe auch schon dürfen, wo meine Grosseltern in der Ferien waren, auf Züli schauen und dann hat es hat ein klares Prozedere, es gibt einen klaren Ablauf, Organisationsmanagement, Flussdiagrammmässig. Und zwar gehst du zuerst zu der Säule rein und dann kommen sie schon mal raus und wollen streicheln. Dann musst du sie zuerst streicheln und dann im hinteren Räumchen gibt es so Körnchen, so Getreide, irgendwie gepresstes Mais oder irgendetwas. Und dann musst du denen das zuerst mal auf den Boden anrühren, dass sie etwas zu tun haben. Und die sind wie ein Staubsauger. Die tun alles so wirklich fein säuberlich das aufputzen. Und in dieser Zeit, wenn sie am Staubsaugen sind, gehst du auch wieder in das hintere Räumchen, tust Brötchen aufweichen im Wasser, tust das richtige Zabig vorbereiten, tust das nachher in einem anderen Raum, dort wo sie schlafen, tust es in Futtertrog reinleeren. Und in dem Moment, wenn es plätscht, wenn es vom Kessel reinleerst, säckeln die Viecher rein, wie bei einem Fangis. Ja. Also wirklich, die jagen dort rein. Und dann, das Lustige ist, ziemlich genau nach einer Minute kommt immer ein Säule. Und das sieht anders aus als alle anderen. Es sind 4 so braun-schwarze und eins weiss geflecktes. Und das Weisse ist einfach irgendwie intelligenter als die anderen. Und dann in dem Moment, wo die anderen drinnen noch am Essen sind, weiss das Weisse, hey, es gibt draussen noch mal etwas. Das Dessert. Und das säckelt als erstes rein, kommt als erstes wieder raus und ist dann einfach schon ready. Digga, der Typ hat es gecheckt. Unglaublich, wie die konditioniert und einfach trainiert und einfach, wie die das checken. Ja. Also sie werden halt auf den Mensch orientiert, oder? Das ist ja das Problem mit den Wildtieren. Die gehen fressen im Güssel. Dass sie nachher nicht mehr wissen, wie... Also nein, sie wissen, sie würden es schon noch anbringen. Weiss jetzt nicht, die sicher in der Natur aufgewachsen sind. Aber sie wissen, es geht viel einfacher. Das ist ja ein Thema irgendwie mit... Weiss jetzt nicht, Pinguine oder so, die im Zoo auf die Welt gekommen sind, die kannst du nicht in der Antarktis aussetzen. Nein. Da habe ich gerade wieder gestern, als ich in Zürich war für einen Auftrag, habe ich im Parkhaus parkiert, wo auch der Zoo, also viele Zoogäste auch parkieren. Ist jetzt nicht das Nächste, aber es hat halt wenig Parkplätze in Zürich. Und dann war dort auch die Zoo-Werbung aufgehängt gewesen. Und dann war dort ganz gross angeschrieben gewesen, dass die Zoo schafft die Verbindung zwischen dem Mensch und Tier. Und der Zoo ist bekannt dafür, oder nicht bekannt, sondern verantwortlich für viele Sachen, die aussen am Zoo an Tierschutz gemacht werden und dies und das. Halt, das war so die Aussage gewesen. Und ich habe halt auch schon einen Robert Mark Lehmann zum Beispiel, den ich gerne zitiere, wo halt früher ein riesiges Aquarium geführt hat. Das ist ein Meeresbiologe. Ist das der deutsche Aquarium-YouTuber? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Nein, nicht Meeresbiologe. Meeresbiologe, er ist kein Aquarium-YouTuber, er ist nicht Fan von Aquarien. Aber er sagt es auch halt relativ gut, das ist das Beste, was ein Zoo vorweisen kann. Aber per de facto sperren sie Tiere ein. Und ganz, ganz viele Tiere auf diesem Planeten ist nur wegen dem, dass wir sie einsperren, zur Show stellen. Und es gibt ganz viele Studien, die beweisen, dass Kinder, wenn sie in den Zoo gehen,
nicht über Tiere lernen, sondern sogar eher dümmer rausgehen. Also, sie haben mehr falsche Informationen über Tiere gelernt, weder richtige. Weil nur schon das, Tiere, die laufen in ihrem Leben, ganz viele Tiere laufen weite Distanzen. Und das können sie im Zoo nicht. Das heisst, ihr Verhalten verändert sich brutal. Also wenn du einen Loi im Zoo siehst, hast du nichts darüber gelernt, wie ein Loi lebt. Gar nichts, weil der lebt nicht so. Und das finde ich noch einen spannenden Ansatz. Und dann eben das grosse Plakat ist immer noch vom Zürich Zoo, ein grosser und sicher auch ein Zoo, der sich viel Mühe gibt. Aber am Ende des Tages sperren sie all die Tiere ein und schreiben auf ihr Plakat, wir sorgen für Tierwohl. Und das ist aber ein bisschen speziell, das ist eine interessante Aussage. Auf die andere Seite, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Gegner von Zoos oder so. Und es ist schon lässig mit dem kleinen Kind, gerade wenn es so 5, 6 ist, in den Zoo gehen, weil er sieht dort Tiere, die er sonst nie sehen würde. Aber er lernt sicher nicht viel über die Tiere und auch nicht unbedingt etwas Lässiges, weil er lernt ja, dass wir sie einsperren. Also, ja. Ja, ist sicher auch ein vielschichtigeres Thema. Ich glaube, irgendwie so Elefanten, Stosszähne, das Kino einfach potenzfördernd, weiss nicht was. Ja. Also rein von dem Aspekt aus muss man in Afrika, jetzt zum Beispiel von Elefanten oder Indien oder wo sie überall rum sind, muss man die Elefanten in so Reservat reinpacken, wo sie einfach sicher sind, wo sie von Wilderern nicht geholt werden. Und ist das jetzt auch schon ein Einsperren? Also ein Sichern, dass einfach im Urwald nicht gewildert werden? Ja, also ich glaube, da ist das Problem, wir Menschen sind scheiße. Wir sind das Problem, Wir sind das Problem. Grundsätzlich müssen wir sagen, wir müssen die nicht wildern für etwas, das nichts bringt. Also es ist ja nicht potenzfördernd. Das ist ja wirklich, das weiss man ja auch, es ist das nicht... ist Horn. Das ist wie unsere Fingernägel. Das ist, ja. Oder unsere Haare. Genau, ja, absolut. Horn, ja. Horn, ja. Und darum sagen wir ja am Horn. Ja. Das Spitzige und so, das verbinden wir mit dem Wort, aber wir haben auch Hornhaut. Ja. Das ist auch Horn. Ja. Also, eben, es ist rein vom Gedanken in dieser Welt, wo wir halt leben, ist sicher der richtige Gedanke. Es ist immer noch ein Einsperren, aber es ist ein Schützen vor den anderen blöden Menschen. Und da muss ich sagen, finde ich das immer noch viel besser, ist aber nicht vergleichbar mit einem Zoo. Weil du hast ja dort im Verhältnis von Quadratmeter auf Tiermenge ein anderes Ding. Und es gibt sogar Reservate, da hast du normal, dass Tiere ihre eigene Beute holen und so. Und das sind Sachen, die du im Zoo nicht gewährleisten kannst. Eben, der Tiger lernt sein Leben lang, oder halt ab dem Moment, wo er gefangen wurde, dass das Fleisch und Essen tot aus einer Luke kommt. Das lernt er. Dort kommt das raus, ob das jetzt ein Mensch reinträgt oder egal was, aber meistens bei den wilden Tieren ja nicht, weil wir wissen ja, wir behandeln die Tiere scheiße und wenn du jetzt einfach dort reinlaufst, hat der keine Freude an dir. Oder zumindest versteht er nicht, was er soll jetzt mit dir machen, was jetzt du der Grund bist. Also, es ist ein mega interessantes Thema, es ist sicher ein Thema, das nicht einseitig kannst betrachten und einfach sagen, ja, das ist alles einfach schlecht und alles einfach gut. Weil sicher gewisse Projekte, die sie machen, Zoos, sind gut. Und die sind nur durch die Eintritt möglich. Da kann man dann die Karte spielen von, ja, die Tiere leiden, damit die anderen nicht leiden müssen. Aber auch dann fängst du richtig an, Gott zu spielen. Du bist richtig Gott. Ich finde, Tiere essen, auch wenn es dort tot ist, nutzt Tier zu essen, finde ich immer noch viel, in meinem persönlichen Ding, moralisch vertretbarer, wie den Loi einzusperren. In meinem. Das ist beides, gibt es ganz viele, die beides kritisieren und das verstehe ich auch voll. Aber wenn man es abwägen müsste, dann bin ich da halt schon lieber bei der Kuh, die auch eingesperrt ist, ihr ganzes Leben lang auf der Weide oder sonst etwas, und ich esse sie nachher, weder der Loi, der einfach nur zum Gaffen dort steht oder hockt und alle denken, oh, so ein schönes Tier. Ja. Das ist, weil vielleicht Kuh auch für uns kulturell einfach die letzten 400-500 Jahre so
in unserer Gesellschaft verwendet, ich sage es jetzt Ja. blöd, aber verwendet, eingesetzt, genutzt worden ist. Die Tiere sind genutzt Aber, worden. ja, also da, es ist schwierig, um da genau zu sagen, das ist gut, das ist nicht gut und so. Und wenn jetzt theoretisch der Loi auch gleich viel Milch und so viele Jungs und keine Ahnung, dann Ja. wäre es in Afrika auch ein Nutztier. Genau, also gewesen. ich glaube, meine Aussage soll nicht sein, dass das eine gut ist, das andere schlecht, sondern dass es spannend ist, dass rein von der Gesellschaft viel mehr in der Kritik steht, unser Fleischkonsum, weder zur Schaustellung von Tieren, wo ja am Ende des Tages beim einen geht es um Essen, wo man ja de facto nicht unbedingt braucht, und beim anderen geht es um Unterhaltung. Also eigentlich, wenn man schaut und fragt, zum Überleben oder zum Unterhalten, dann ist der Fall moralisch ganz klar. Aber das ist einfach anders angeschaut, und darum ist es mehr so der Vergleich, den ich gemacht habe mit diesen zwei Sachen. Weil eben das eine steht zu Recht total in Kritik und das andere steht meiner Meinung nach zu Unrecht nicht so in Kritik. Mhm. Dass der Gedanke, dass ein so Aufklärung schafft und alles, dass das immer noch so gross ist, obwohl eben, wenn ich dir sage, dass die Leute sich dort nicht normal verhalten, dann musst du kein Biologe sein, um zu realisieren, ah ja, das ist so. Also, dass etwas, das eingesperrt ist, nicht normal lebt und gefüttert wird. Und Ist es ein Biologe? Oder ein, nein, doch. also es gibt ja Flora und Fauna. Flora ist so Pflanzen und dort Also- ist doch Biologie-mässig. Und Warte mal. also Biologie habe ich irgendwie anders. Aber man sagt ja Meeresbiolog. Ist er dann Stimmt nur für was ist er dann verantwortlich, wenn nicht fürs Leben? Wow, jetzt Doch, machen wir es. Bio ist ja, wir sind Biomasse. Biologisch, wenn du ein UFO, das abgestürzt ist die Frage in dem Senat inne, sind dort biologische Dinge drin gewesen? Und da sagt man non-human biological, also nicht menschliche Biologie. Wenn das ja kein Tier wäre, sondern irgendeine Pflanze, dann würde es ja keinen Sinn machen. Aber wo ist der aber- Schlussstrich? Ja, Ja. keine Ahnung. Ja. Das Aber ist jetzt noch eine Für spannende mich Frage. ist das Ja. Biologie. Also, es wird irgendwie richtig und irgendwie falsch sein, aber ich habe das jetzt als Biologie. Aber ich weiss jetzt abgespeichert. nicht, ob irgendwie im Zürich so Biologen am Arbeiten sind oder ob Nein, das... das sind ja dann Tierpfleger, das kommt ja dazu. Tierpfleger, Das sind ja. ja dann, die Leute sind ja ausgebildet, Tiere in Gefangenschaft zu halten. Ja. Das sind ja keine Leute, die ausgebildet sind über Tiere. Also klar, sie wissen, wie sie das halten, aber ich, wo im Altersheim arbeite, als Pfleger, bin als Pfleger ausgebildet, als Tierpfleger oder als Menschenpfleger. Aber ich bin kein Arzt. Ich kann nicht, und auch selbst der Arzt ist kein Wissenschaftler, der den Körper analysiert, sondern er ist orientiert auf Lösungen für den jetzigen Moment. Und du als Biologe bist ja mehr ein Wissenssammler, der Wissen schafft oder halt Wissen dann schon auch anwendet. In gewissen Fällen. Ich denke, die arbeiten sicher mit Biologen zusammen, aber der im Alltagsgeschäft ist ja kein Biologe. Keine Ahnung, da bin ich ein überhaupt nicht... Tierpfleger ist kein Biologe, das ist 100%. Ja. Aber eben zum Beispiel jemand, der ein Aquarium leitet, der wird wahrscheinlich schon Biologie irgendwie Meeresbiologie zum Beispiel studiert haben müssen. Oder mal ein YouTube-Tutorial Oder angeschaut so, haben. ja. Ich sage jetzt, der die Masuala-Halle leitet, Ja. hat sicher auch krasse Ausbildungen Ja. und wird auch irgend so etwas sein. Aber auch er hat ja dort schon mal die Gegebenheit, dass die gefangen sind, die Tiere. Und dann fällt zum Beispiel schon mal weg, ja, geben wir ihnen einen riesen Auslauf? Nein, ist nicht möglich. Fertig. Das ist die Frage geklärt. Und rein ein Biologe würde sagen, das ist nicht verhandelbar. Das Tier braucht den Auslauf und es braucht die Menge. Also, spätestens bei den Walfischen merken wir das alle. Dass die in ihrem Leben durch die ganzen Ozeane reisen und wir sperren es ein. Und dann reden wir bei einem grossen Becken von tierfreundlicher Erhaltung. Dabei hat es mit Tierfreundlichkeit ja nichts zu tun. Es ist ein Wording und so. Und darum, ja, ich finde es ein mega interessantes Thema. Extrem, ja. Können wir sicher zu einem späteren Zeitpunkt kommen wir wahrscheinlich auch wieder bei diesem Thema an. Aber ich glaube, so
für den Wiedereinstieg nach unseren Hawaii-Ferien. Ja, Ist das ein gelungener würde ich Anfang? auch sagen, wir haben immer noch viel zu erzählen, glaube Also ich glaube, wir haben nicht mal die Hälfte erzählt, Ja. wo wir so alles in der Abwesenheit erlebt haben. Aber das macht es ja genau spannend. Genau, und das ist genau gut. Das ist Anreiz genug, um nächste Woche wieder beim Pfuschcast einzuschalten. Jawohl. Selbe Zeit, selber Ort. Oh, weißt du, das ist mir noch in den Sinn gekommen. Was? Wir haben unsere einzige Rubrik vergessen. Ja, also Aber ich ist bin, okay. ich bin schon verliebt. Ich auch. Wenn wir sagen, nächstes Mal gibt es etwas Neues Können wir machen, als ja. Spoiler. Weißt du, wir haben ja immer auf die Rubrik Wir haben, immer einen gespoilert. wir haben immer einen Spoiler drin gehabt. Dann spoilern wir jetzt drauf, dass wir uns irgendetwas Neues einfallen Also lassen. wir haben ja noch die zweite Rubrik, Horoskop haben wir noch stimmt. gehabt. Ja, über das reden wir jetzt nicht. Das Also, ist in der Sommerferien verloren gegangen. Das haben wir, ich weiss auch nicht, die Zeitung ist irgendwie schon abgeholt worden. Nein. Aber ja, überlegen wir uns etwas. wir überlegen wir uns noch überlegen uns etwas etwas. voll. Nächstes Mal im Podcast. Alright, dann Ja, dann. wünschen wir euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Das fiese Leben, das ist einfach simpel. Heineken, Rotwein und paar Berliner Kindle. Gabber hab ich schön gehört, dazu krieg noch ne Windel. Ich fühle mich wie Gigi D'Agostino mit der Riddle. Ich war 5 Jahre alt mit einer Crazy Frog Kassette. 20 Jahre später hab ich die schöne Kotelette. In den Niederlanden sagt man, ich mag Kotelette. Joost klein, ich höre nicht gerne auf Gesetze. Ich bin nur ein kleiner Friesenjunge und ich wohne hinterm Deich. Ja, Ostfriesland ist ein schönes Land, wie die Schweiz und Österreich. Oh, bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung. Bin ein Friesenjung, bin ein Friesenjung. Bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung und ich wohne hinterm Deich. Ich bin Berliner Kinder, bin kein Friesenjunge. Sie sagt, Agu, du hast eine geile Friese, Junge.